Sali, bin die Levin. Ich habe ein kurzes Story-Preview. Nein, das ist das falsche Wort. Storytelling. Sagen, was ist heute passiert, so in meinem Leben von dem Levin da. Und eigentlich ist gar nicht Grosses passiert, außer mir ist heute ein Sack voller Krebeli auf die Zehen gefallen und dann ist er gebrochen. Krebeli auf dem Fuß. Die tun so unglaublich weh. Ich will doch einfach nur heim. Ich merke gerade, ich bin die Hai. Oh oh. Haha, haha, neues Hit-Album. Ich habe das Abo gut. Ich bin gesponsert. Plätsch. Eigentlich könnte ich mal ein Drama live machen. Da ist mein Drama live. Da ist ein Spital, wo ich drin geboren wurde. Da ist meine Mutter mit dem markanten Vietnamesenhut. Und da hockt sie halt so und gebärt mich raus. Da drückt sie mich so raus. Dort ist mein Vater, der steht daneben und sagt so: Juhu, bravo, super gemacht. Und dann sind wir eine Zeit lang in Uster gewesen, einem grossen Haus mit Brunnen, Gärten, einem grossen Garten. Und dort haben wir halt dann mit ganz vielen Leuten gewohnt. Ich, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, die Leute oben durch. Auf jeden Fall haben meine Eltern sich nicht mehr gut verstanden und haben sich getrennt. Also sie sind halt nicht so auf dem grünen Zweig gewesen. Und dann, aufgrund von dieser Trennung, sind wir nicht mehr im Haus gewesen. Das heisst, mein Vater hat Sorgerecht bekommen, ich und mein Vater sind dann weggezügelt und meine Mutter ist dann in Uster geblieben und ist dort in eine kleinere Wohnung gekommen. Ganz klein. Auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Vater in der Schweiz, da sieht man die Schweiz, also da der Umriss und Schwein, es sieht aus wie ein Schwein, und dann bin ich halt mit meinem Vater ganz oft hin und her gereist, immer wieder im Kreis. Und dann, auf alle Fälle, bin ich dann irgendwann eingeschult worden und dort hatte ich einfach keine Lust mehr gehabt, weil dort hat so eine Scheisslehrerin gehabt, die dick und fett war und hat grusig ausgesehen. Und dann irgendwann einmal bin ich halt dann weitergekommen in die Dings, also mich erkennt man immer an dem Dutt da, und dort haben wir eine coole Lehrerin gehabt, die hat Spass gemacht und alles. Und dann halt, ja, aber wie das halt so ist, bin ich gemobbt worden, weil ich Asiat bin, umgekickt und geschlagen und gekickt und es war einfach nicht lustig gewesen. Dann haben sie mich immer zusammengeschissen und ja. Auf jeden Fall bin ich dann als Gimmi. Und am Gimmi war eine geniale Zeit gewesen. Weil am Gimmi dann, hallo, was passiert jetzt? Wieso bin ich so langsam? Auf jeden Fall am Gimmi, man erkennt man wieder am Dutt. Im Gimmi habe ich extrem viel Zeit verbracht. Vor allem, also ziemlich genau 6 Jahre. Ich habe wiederholt, also eigentlich 7. Und da, mein Vater, der sagt, nein, das ist gar nicht mein Vater, das ist der eine Kollege, der sagt, mach YouTube! Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich halt YouTube. Jetzt bin ich da und du mit einem liegenden Handy Videos beschneiden und so. Und das ist der Weg, wie ich zu YouTube gefunden habe. Jetzt sehen wir mal, wie es weitergeht in meinem Leben. Wahrscheinlich genial. Also wirklich, ich weiss, das wird der Shit. Und ich will da eigentlich gar nicht mehr lange weiterreden, weil, weiss auch nicht, das Draw My Life ist genial, top-notch, richtig professionell aufgenommen. Vor allem auch die Nachvertonung war super gewesen. Und so bin ich halt zu YouTube gewesen. Tschüss, bis zum